Und während er bet, nämlich Jesus, ändert sich sein Gesicht und seine Kleider werden schlagwert. Jesus ward voran verwandelt, verherrlicht. Und diese drei Jünger hatten eine harte Gelegenheit gekriegt, den Herrlichkeit Jesus Christus zu sein. Jesus hat diesen Moment gebraucht, um seine Gottheit und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und von dem zum ist mit Gottes Halb, wo wir zwei Hauptgedanken aus unserem Text nehmen, die uns helfen sollen, Gott in unserem Leben zu verherrlichen. Erst aber, wo wir sein, wo Jesus in dieser Geschichte verherrlicht wird, und woran dort für uns als Kinder Gottes wichtig ist. Wo wird Jesus verherrlicht? Well, er wird durch 4 Personen verherrlicht. Auf dem Berg, auf diesem Berg. So, die erste Person wird Jesus selbst. Jesus lädt ab sich ein Bild von seiner himmlischen Herrlichkeit kommen. Der Markus schreibt, seine Kleider werden weiter als Schnee. So wird, als der kein Wascher auf der Erde merken kann. Schnee wird. In kurz vor diesem Ereignis hat Jesus seine Jünger gefragt, das lese ich in Matthäus 16, Verse 15 und 16, er fragt ihn, und wer sei je, dass ich sie? Und Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Jesus Christus. Und die Jünger hatten all klar, wer Jesus wird. Und hier steht Jesus Petrus sein wird, indem er an seine Majestät und Herrlichkeit offenbart. Die nächsten 2 Personen, die Jesus verherrlicht haben, waren Moses und Elia. Im Alten Testament braucht Gott diese beiden Männer, um sich für die Menschen zu verherrlichen. Und die Israeliten immer waren denken zu helfen, dass Gott allein der einzige wahre Gott ist. Und wir werden heute was die Bibelstellen betrachten, um zu sehen, wo sie das deuten. Wer will mit Moses anfangen? Gott hat Moses gebraucht, um am Pharao in ganz Ägypten zu verherrlichen. Gott will, dass Moses nach Pharao gehen soll, um Pharao Gottes Gegenwart und Kraft zu offenbaren, sodass er die Israeliten losmerken wird. Und als Gott Moses geschickt hat, um die erste Plague über Ägypten zu bringen, dann sagte Gott zu Moses in 2. Mose 7, Verse 3 bis 5, wer mit lesen will, lese ich 2. Mose Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. Gott sagt zu Moses, er sagt, doch, ich will dem kann ich hart gegen merken, dort ich meine in meine Tiekens in Wunder in Ägypten wo üben kann, und wenn ich kann ich dann noch nicht horchen wird, dann wird er meine Hand zu feilen kriegen. Dann will ich all die Stamm von meinem Volk, die Israeliten, verbringen, und durch ein schworet gerecht über Ägypten, die Israeliten aus Ägypten rütleden. Und die Ägypter wollen dann weiten, dass ich der Herr sie, wenn ich meine Hand ab anleihen war. Und die Israeliten von manch an rütleden war. Durch all die Wunders und durch all die Tigens würden die Ägypter, sogar Pharao selbst, antworten, dass Gott allein der einzig wahre Gott ist. Moses wird auch von Gott gebraucht, um Gott vor den Israeliten zu verherrlichen, indem er ein gehorsamer Diener Gottes wird. Am ersten steht Moses, kriegt dort, was Gott sieht, um zum Beispiel das Volk Gottes durch das Rote Meer zu bringen. Oder um Wutter von üben Steinen zu kriegen. Die Israeliten an Krieg zu leiten, an sein Volk Gottes Gesetze beizubringen. Und dann in 5. Mose Kapitel 4, Vers 35, in einem von seinen letzten Reden zu seinem Volk, erklärt Moses, dass Gott sein Volk durch Gott seine große Macht gerat hat, damit sie sein in Weiten wurden, dass der Herr Gott ist und dass durch kein anderer ist. Elia wird auch von Gott gebraucht, um Gottes Herrlichkeit zu verkünden. Vor allem ab den Berg Karmel. Elia befahl Ahab, von Israel, seine 450 Baals-Propheten und die 400 Aschera-Propheten ab dem Karmelberg zu versammeln.
Und in 1. Könige 18, Verse 20 und 21 sagt es, und Ahab schickte eine Nurreich, ne alle Menschen in Israel, und versammelt die Propheten ab dem Karmelberg. Und Elia stellt sich vor dort Volk und sagt, wo lang will ihr ab Bett siedende Ling schlafen? Wann der Herr Gott ist, dann deint arm. Aber wann Baal ist, dann deint arm. Und dort Volk gäuf keine Antwort, sagt Gottes Wort. Die halten sich wahrscheinlich im Bethsaida geschämt. Die Elia holt drei, so wie das auch. Und nun befahl Elia, die heidnische Propheten, dort sei ein Opfer für ihre Aufgabe reinmerken sollen, für Baal und für Aschera. Und dann wird Elia auch, er wird auch ein Opfer reinmerken über für seinen Gott, Jehova. Und dann sagt er zu den Propheten in 1. Könige 18, Vers 24, er sagt, Lut die Baals Propheten den Namen von Ehrengott anraupen, und ich wird den Herrn seine Namen anraupen. Und dann lut wie den, der mit 4 Antworten wird, Gott sein. Und ich nehme an, wie weiten noch, wo die Geschichte wieder geht. Und obwohl die heidnischen Propheten ihr Opfer reitmücken und Baal seine Namen anraupten, der Baal wird, der wird sterben. Der wird keine Antwort. Und dann baut Elia mit den Steinen einen Altar, an dem Herrn seinen Namen, und rundum den Altar eine große Grube. Groß genug für 10 Kilo Sud, sagt die Bibel. Und dann lädt er dort Holten ab, schneidet den Ball in Stecker und lädt dort ab, dort Holten ab. Und dann befahl Elia, dort 12 Krücken Wuter sollen gebracht werden. Und was sollen die mit dort Wuter tun? Er wird Opfer geben. 12 Krücken Wuter. Das ist nicht bloß im Bett not wir, aber dort ist ganz not wir. Und schaut das fern, not das halt zu verbrennen. Das ist nicht so einfach, nicht? 12 Krücken Wuter. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, saßen da die benehmen da. Und es dort Zeit wir dort Ethesopfer zu bringen, das dort Gesetz verlangt. Dann ging Elia in dem Altar in Bett, Herr, du Gott, für Abraham, Isaac in Israel, lut dort von dir zu sein, dort du dein Gott in Israel bist, und dort ich dien deiner sie, bewies dort ich dit ne deine Unordnung getan habe, antwort mich, Herr, antwort mich, so dort dit Volk weiten wird, dort du, Herr, Gott bist, und dort du an dort Hort was reinmerken, und dann fall du vier vom Himmel, und dort verbrannt dort Brandopfer, dort halt die Steine in der Erde. Und dann sagt Gottes Wort, und ich kann diese wieder zu sagen, Leute, das sagt ja, dort lag dort Wute ut die Grube rüt. Und als dort Volk jetzt sagt, folgen sie alle ab, ihr gesagt und sehen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Gott hat diese 2 Männer gebraucht, sich vor den Menschen zu verherrlichen. Und die Israeliten denken zu helfen, dass Gott allein der einzige wahre Gott ist. Und ein Bibelforscher gibt noch einen Grund, warum es so wichtig wird, dass diese 2 Jesus auf dem Verklärungsberg erschienen sind. Er schreibt, Moses und Elia waren 2 von den größten Propheten im Alten Testament. Moses repräsentiert das Gesetz und Elia repräsentiert die Propheten, die von dort kommen, vom Messias immer weiter reden und schreiben, deuten. Dort erschienen von Moses und Elia mit Jesus, sagt so viel, dass Jesus gekommen wird, das Gesetz und die Wort von den Propheten ganz fertig zu bringen. Jesus wird auch noch von jemand auf dem Verklärungsberg verherrlicht. Wer wird dort? So Jesus selbst, Elia, Moses und wer hat du noch was zu sein? Petrus hat was zu sein, ja, aber ich denke, uns ist jemand. Gott, der Vater, nicht? Lukas schreibt in seinem Evangelium,
Dort Moses und Elia mit Jesus reden deuten, über wo hei nu Gott seinen Wahlen in Jerusalem sterben will. Darüber haben sie geredet, wo Jesus ihnen vor seinen Wahlen fertig bringen will. Und der Apostel Johannes schreibt, in Johannes Kapitel 12, Verse 27 und 28, wo Jesus mal zu seinem himmlischen Vater wegen seinem Tod bet. Und dieser bet hei, nu ist meine Seele bedrängt, und was soll ich sein? Vater, rat mir aus dieser Stunde. Aber das wird ich an dieser Stunde nicht nahe kommen sie. Und dann sagt er, Vater, verherrlich deinen Namen. Und dann seht eine Stern vom Himmel. Ich habe den all verherrlicht. Und wo den Vater verherrlichen. In Krieg so hat Gott den Vater seinen Sehen ob den Verklärungsbeuch verherrlicht. Aus einer Dache weich, ever an Scheim, und von an der Weich seht eine Stern, Matthäus 17, Vers 5, det es mein Leiber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sie. Horch ne an, sagt der Vater, ever sie ihn sehen. Indem dort Moses, Elia und der himmlische Vater bei Jesus erschienen sind und mit am Red, haben sie Jesus aus dem Messias und aus Gottes Sehen verherrlicht. Und dort ist sehr wichtig, dort wir nicht vergessen dürfen, wer Jesus Christus ist und dort seine Herrlichkeit wird ist, wie es Gottes Sehen ist. Ist Gott. Und Jesus will, dort all seine Nufeier am verherrlichen sein. Nicht bloß Moses, nicht bloß Elia, nicht bloß Petrus und Jakobus und Johannes, über all seine Nufeier. Und in unserem Anleitungstext enthält oder finden wir zwei Prinzipien, die uns helfen können, Jesus in allem, was wir tun, zu verherrlichen. Und das erste Prinzip können wir an den himmlischen Vater seiner Welt folgen oder finden. Matthäus 17, Vers 5 sagt, in Horch von an der Wolke sieht eine Stern, dit es mein Leiber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sie. Und dann sagt das Wort. Horch ne an. Wir wollen Gott immer verherrlichen können, wenn wir seine Stimme horchen. Und seine wird gehorchen. Wir wollten dort Gott auf verschiedene Wege zu uns reden können. Wo redet Gott zu uns? Durch sein Wort, was geschrieben ist, nicht? Wonach? Durch den Heiligen Geist. Ja, der kann ganz direkt zu uns reden. Das ist nur nie passiert. Sehr klar ist es geworden. Wo Gott mir sehr klar weiß, was ich für ihn tun soll. Wonach redet Gott zu uns? Durch ein Gebet, nicht? Wenn wir innerlich still worden vor Gott, auf unsere Knie kommen und zu ihm beten und Zeit nehmen, dann dort wir zu ihm reden können und über Zeit nehmen, dann dort auch weiter zu uns reden kann, nicht? Der kann durch ein Gebet, durch den Heiligen Geist, durch sein Wort zu uns reden. Und wir alle stehen täglich vor Entscheidungen, vor Versicherungen, vor Prüfungen. Und Gott will, dass wir in am kommen sollen und diese Dinge am Eva geben sollen, sodass er uns am schmalen Weg leiten kann. Und der Psalm schreibt, dein Wort ist eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Bloß Gottes Wort zu lesen und zu weiten, oder in seine Stimme zu horchen, riecht nicht so, wie maten am auch die horchen, wie maten auch dort tun, was er uns sagt, was er uns wiesen wird. So Jakobus in Jakobus 1,22 sagt. Liebe Geschwister, wofür haben wir falsche Entscheidungen im Leben getroffen, wie es wir nicht nur Gottes Wort in Stimme gehorcht haben? Das ist mir mal passiert, wo Gott mir was ganz klar weiß. Aber ich das nicht. Ich will anders tun. Ich weiß besser. Aber ich weiß nicht besser. Ich will meinen Weg tun.
Meinen Willen. Nicht Gottes Willen. Nur Gottes Wort der Harchen und die Harchen verherrlicht Gott. Wirst wie am durch unseren Gehorsam ehren. Hey, wird du durch verherrlicht, wie dann, was er uns sagt. Aber wir werden auch, wenn wir Gott gehorsam bleiben, wirst unsere Säulen durch immer von der Sinn bewahrt bleibt. Wenn wir am gehorchen. Und solange wir Gott gehorchen, ist Gott mit uns zufrieden. Wir sind gehorsame Kinder dann. Und er freut sich über uns. Und das zweite Prinzip ist in Matthäus 17, Vers 8 zu finden. Matthäus 17, Vers 8. In Ostzeit, nämlich die Jünger abkickten, sagen sie, dass keinem aus Jesus. Wofern wird es nicht sein, wenn alle Christen ihre Augen bloß auf Jesus hielten? Dort gibt viel zu viele Menschen, die ihren christlichen Wandel abgehört haben, wie sie sich an Menschen eingeschmiert haben. Vielleicht sagen sie Christen, denen sie sehr viel von hielten, Dinge am Plätschen tun, was nicht in Gottes Wort überein oder mit Gottes Wort übereinstimmen. Deuten. Die haben fair Kinder Gottes zu sein, aber am Plätschen wären die nicht Kinder Gottes. Oder vielleicht werden die von Christen verletzt. Manchmal passiert dort, liebe Geschwister. Vielleicht passt du nicht genug ab mit unserer Welt oder mit unseren Worten und dann dort ist möglich, dort wie du durch Menschen verletzen kannst. Ist das nicht möglich? Ja, wo hast dich manchmal reden wie nicht? Wir, die wir vielleicht heute nicht sollten. Was tun wir dann, wenn wir andere verletzen dann? Was sagt Gottes Wort? Was soll wir dann tun? Dort überreuen wir an. Manchmal wollen wir dort nicht einmal an, dass Menschen durch uns verletzt werden werden. Aber das zu sein, das zu feiern, du hast was zwischen uns und der Person gekommen, die sind mit wieder auf, die sind mit kalt zu uns. Und dann ist es uns abgerufen zu fragen, ich kann je mal, hast du was zwischen uns gekommen? Wenn du wenn ich irgendwas getan habe oder gesagt habe, was immer, was ich nicht holen soll, bitte, halt mir dort zu gut. Das habe ich nicht schlecht gemeint. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir dort proben, rein zu mir zu fixen, wo wir können. Viele, anstatt die Dinge durchzunehmen, durchzureden, die ran davon. Die verluten, die guten Satz vorhaben. Und dann wird einer Navers an, was du euch geworden hast. Dort stammt, wie aus Christen sind proben, immer Gott Vorbilder zu sein, aber wir müssen unsere Augen auf Jesus Christus halten. Wenn wir nach Menschen kicken, für wo wir leben sollen, dann wollen wir uns immer weiter enttäuschen. Menschen wollen immer zu kort kommen. Die wollen. Wir müssen nach Jesus kicken. Und ich kann wissen, Christen, die erst einmal meine Vorbilder werden. Ich habe gedacht, die werden 100% vollkommen. Und alles, was sie deuten und sehen, und dann Luther fangen ich die werden doch nicht so. Oder die geben auch sogar ihr Glauben ganz ab, wie es was geworden wir. Wo geschmiert fallen wir dann nicht. Aber wir müssen unsere Augen ab Jesus halten. Wir müssen. Wenn wir diese Sache nicht von der anderen Seite anchecken, probieren manchmal schlechte Dinge zu rechtfertigen, die wir tun, wie es andere, die auch tun. Zum Beispiel, wenn du was isst, was wir sagen, hier tun wollen, dann ist das manchmal eine Versicherung, wenn wir sagen, andere Christen, die tun das auch. Wir wissen, das ist vielleicht nicht ganz reich. Aber wenn die das tun, dann kann ich auch. Right? Sollen andere Menschen unseren Standard sein, für wo wir leben sollen? Wir sollen Gottes Wort als unseren Standard haben, nicht? Was sagt Gottes Wort über das? Und dann sollst du dort leben.
probieren, so ein Leben zu führen, wo der Gott sich freut. Anstatt nur zu denken, was andere in uns Leben tun würden, weil wir eben allein, was Jesus tun würde. Wenn wir unsere Augen bloß ab Christus halten, wo wir uns niemals ausschmieren. Jesus ist Gott, der alles sieht und alles weiß. Das gibt keine Missverständnisse bei ihm. Mit Menschen kommt das wirklich fair. Mir muss fair nicht, dass die Missverständnisse sind. Aber nicht bei Gott. Und er wird uns niemals verjäten. Jesus ist ganz heilig und gerecht. Er wird uns niemals in schlechte Dinge verleiten. Niemals. Jesus sagte seinen Jünger, feucht mich nur. Und das ist auch, was er von uns verlangt. Kick ihn an. Lukas beschreibt in seinem Evangelium, wo Petrus versagt hat, Bauchspatzen Momente vertragen. Lukas 9,33 sagt, und als der Jesus verleiten, dann sieht Petrus zu Jesus, er sagte ihm, Meister, dort ist für uns gut hier zu sein. Lud uns 3 Zelten abstellen. Ein für die, ein für Moses und ein für Elia. Er weiß aber nicht, was er sieht. Petrus hat nicht gewusst, dass dort Besondere in diesem Moment wir nicht, dass Moses und Elia du wären. Leider, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Christus leiht ein kleines Bett, ein kleines Port von seiner Herrlichkeit zu sein. In einem Tag, liebe Geschwister, wo wir die ganze Herrlichkeit Gottes sein. Vater, Sohn und Heilige Geist. Viel mehr als was diese 3 damals sahen. Aber was dann, weil wir Gott in allem, was wir tun, denken und sein, verherrlichen. Wie sollen wir Gottes Stimme horchen, in Amt gehorchen? Wir wollen unsere Augen ab Jesus halten und nicht nur Menschen kicken. Menschen wollen uns verleiten. Menschen wollen uns enttäuschen. Wir wollen nach Jesus kicken. In Gottes Wort sagt uns hier, die Jünger sahen keinem aus Jesus Christus. Möge Gott uns helfen, liebe Geschwister, Krieg so zu sein. Amen.